Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Von meiner Seite her auch euch allen, die da sind, in der Zürich Lounge sind, die hier sind, ein ganz gesegnetes Jahr, wo Gottes Plan, Gottes Gedanken wirklich für dich und dein Leben dürfen weiter in Erfüllung gehen. Hey, äußerlich wissen wir nicht genau, was in diesem Jahr passiert, aber ich weiss eins, mit Gott gibt es ein gutes Jahr. Ja, Jesus, deine Hoffnung, wir gehen heute Morgen in das Thema rein. Und ich werde euch zuerst mal rasch zurücknehmen in meine Teenagerzeit. Das ist eine bisschen gefährliche Zeit eigentlich, aber erzähle auch gerne etwas daraus raus. Und zwar von meinem Schulweg oder meinem Weg zu meinen Ausbildungsstätten in die Lehre. Und ein Jahr bin ich mal noch an die Kante gegangen, Schaffhausen. Und wir haben eben auf dem Reihen oben gewohnt, in Städten. Und es ist immer steil runtergegangen und wieder steil rauf. Und ich bin die ersten Jahre bin ich natürlich, wie man das so macht, versucht nicht mit dem ÖV zu gehen, sondern mit dem Velo zu gehen. Jawohl. Einmal bin ich zu spät in die Schule gekommen, da habe ich dem Lehrer gesagt, ja, es tut mir leid, es liegt nicht an mir, es hat Schneeverwehungen auf der Straße und so. Und das hat wirklich gestimmt, aber er hat es mir nicht geglaubt. Er hat gesagt, so Ausreden kannst du für ein anderes Mal bei einem anderen Lehrer überlegen. Aber er hat wirklich so viel Wind gehabt, so viel Schnee, ich musste das Velo tragen auf dem Schulweg. Auf jeden Fall bin ich mit dem Velo gegangen und ich habe einfach zwei Probleme gehabt. Ich bin jedes Mal verschwitzt angekommen, weil ich immer knapp gegangen bin. Und ich bin jedes Mal absolut verschwitzt heimgekommen. Gerade auch im Sommer, dann, weil es darauf gegangen ist und auf Städten geht es relativ steil darauf. Und in mir ist ein Wunsch groß geworden, dass das Velo ein Zubehör bekommt. Und zwar hat sich dann das Velo wirklich auch so entwickelt. Es ist dann anders geworden. Und irgendwann konnte ich nicht noch mit dem Töffli gehen, sondern irgendwann einmal noch mit einem Töff gehen. Und das sind natürlich dann schon eine andere Qualität gewesen. Ich bin nicht verschwitzt angekommen beim Arbeiten, nachher nicht verschwitzt auch in der Schule, respektive auch nicht mehr daheim. Und der grosse Unterschied war ein Motor gewesen. Und wir könnten uns unser Leben heute gar nicht mehr vorstellen ohne Motoren. Elektromotoren, Verbrennungsmotoren, es gibt ganz verschiedene Antriebe heute, die unser Leben enorm viel leichter machen. Und ich habe gedacht, es ist ein bisschen ähnlich eigentlich mit dem grossen Geheimnis, das Gott für unser Leben hat. Wir können selber strampeln in unserem Leben oder wir können wirklich etwas erfahren, ein Geheimnis, wie es die Bibel auch nennt, eigentlich das grösste Geheimnis der Menschheitsgeschichte. Das heisst in der Bibel, Engel haben versucht, das zu verstehen. Propheten haben es versucht zu verstehen. Könige haben es versucht zu verstehen und sie haben es nicht verstanden, um was es geht. Und aber es ist etwas, was Gott für uns Menschen seit 2000 Jahren geplant hat. Etwas, wo ein riesiges Privileg, eine riesige Kraft, eine riesige Bereicherung, ein komplett neues Leben. Und es ist etwas, wo letzten Endes trotzdem der Geist von Gott uns allen irgendwo auch muss zeigen, offenbaren, was heisst das eigentlich. Und ich werde mit euch in das Geheimnis heute Morgen reinschauen und wir lesen aus dem Kolosserbrief dann ein bisschen später den entscheidenden Vers dazu. Aber zuerst einmal ganz kurz der Kolosserbrief, von wem ist der geschrieben worden? Der Paulus hat den geschrieben, und zwar vermutlich aus der ersten Gefangenschaft in Rom. Es war eine leichte Gefangenschaft, er konnte Besuch haben. Und trotzdem, es war wirklich etwas, das noch nicht mehr einfach frei umeinander gehen konnte. Er hatte gewisse Freiheiten gehabt, aber er war unter Bewachung und er hat gewusst, ich bin in Rom und das ist meine Final Destination. Hier in Rom werde ich sterben. Das hat er schon länger gewusst. Und trotzdem, was so interessant ist, er ist ja praktisch dort wie auch in einem Lockdown drin gewesen. Er hat sich nicht mehr frei bewegen. Er hat viele Kontakte nicht mehr pflegen. Aber er hat diesen Wachen hat er von Jesus erzählt. Er hat gebetet. Er hat viele Briefe geschrieben, auch von dort aus. Und hat miterlebt, dort wo Menschen
mit dem Wort von Jesus, mit der Botschaft von Jesus in Berührung gekommen sind Leben verändert worden. Und er sagt, dass am Schluss von dieser Zeit in Rom vermutlich keine Wache gegeben hat, wo nicht irgendwo der Name Jesus gehört hat und von seiner Bedeutung. Und ich habe mich gefragt, warum hat er sich nicht irgendwo in dem Gefängnisaufenthalt irgendwo eingegelt? Ist irgendwo depressiv geworden, er gesagt, weißt du, hey, ich mache nichts mehr. Woher hat er Kraft genommen? Woher hat er Motivation genommen, die Stärke genommen, mit einer Freude, einer Kraft und einer Leidenschaft von Jesus zu verkünden? Und er sagt, der Grund ist der, es ist, und das ist unser Jahresvers für das nächste Jahr, es ist Christus in euch, die Hoffnung von der Herrlichkeit. Und ich werde das noch ein bisschen nachher ein bisschen ausdeutschen. Was heisst das eigentlich? Ist das die Herrlichkeit von Gott, wo uns eine Hoffnung gibt? Oder ist das die Hoffnung, wo Gott in unser Leben reinlegt, wo sich so herrlich anfühlt? Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Aber eins ist sicher, er hat gesagt, die Bedeutung, Jesus lebt in mir. Das ist das, was mein Leben total verändert hat. Das gibt mir eine Leidenschaft, wo ich nicht passiv werde. Es gibt mir eine Begeisterung, wo ich trotz Einschränkungen mit Gott immer wieder Weg gefunden habe. Nicht nur das Beste aus dem Leben zu machen, sondern auch den Einfluss, den Gott mir gegeben hat, einfach zu nutzen. Und es ist zugleich, es ist eine Hoffnung gewesen, die sein ganzes Leben durchdrungen hat, jede Faser, in jeder Situation. Er hat gesagt, ich habe letzten Endes eigentlich immer Hoffnung in meinem Leben, egal was passiert. Und bevor wir den Vers jetzt ein bisschen tiefer noch anschauen, wollen wir noch ein bisschen schauen, was hat er vorher und nachher geschrieben. Und er erinnert Menschen, die den Brief gelesen haben, erinnert die Christen daran, da hat es eine Zeit gegeben, wo wir die Dimension noch nicht hatten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns etwa mal daran erinnern, es gibt eine Zeit im Leben von jedem Christ, wo er ohne Jesus gelebt hat. Und etwa die ist uns gar nicht mehr so bewusst, in welchem Zustand wir dort waren. Aber er sagt, ihr wart früher weit von Gott entfernt. Und ihr wart seine Feinde, eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Ich glaube, viele Menschen auf dieser Welt würden sagen, ja, also ich fühle mich nicht so weit, vielleicht weg von einem Gott oder so. Etwas Göttliches spürt man ja immer. Und viele würden sicher auch sagen, ja, was ein Feind von Gott, da bin ich sicher nie gewesen. Aber die Bibel beschreibt es so. Und ich habe mich gefragt, warum wird der Zustand beschrieben, dass wenn wir Jesus nicht haben, dass wir ein Feind sind von ihm. Jesus hat einmal in diesen Worten gesagt, er hat gesagt, wer nicht für mich ist gegen mich. Und er sagt in anderen Worten, du kannst nicht irgendwie neutral sein, mir gegenüber. Entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Und ich weiss, als Schweizer, uns passt das nicht so. Oder? Wir sind gerne neutral, wenn es um wichtige Sachen geht. Aber überleg dir einmal, wenn meine Frau mich fragen, Matthias, wie stehst du zu mir? Und ich würde sagen, ja, ich bin neutral. Wenn ich würde sagen, du, Schatz, ich bin nicht gegen dich, aber ich bin auch nicht für dich, dann würde sie sagen, weißt du was, Matthias, dort ist Stürre. Sie würde doch merken, hey, weißt du was, entweder bist du für mich oder du bist gegen mich, aber du kannst nicht eine Beziehung haben, du kannst nicht eine Connection haben und irgendwie neutral sein. Und vielleicht macht das irgendwo auch Sinn, warum Jesus dann gesagt hat, wer nicht für mich ist gegen mich. Oder auf der anderen Seite, warum beschreibt uns Gott auch als entfremdet oder auch als seine Feinde? Jesus hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wer schon nur zornig ist auf jemanden, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wenn jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Kann man gut vorstellen, die meisten Menschen denken doch Folgendes. Was ich denke, das geht niemand nichts an. Hauptsache, du machst es nicht. Aber denken kannst ja alles. Und Jesus sagt in anderen Worten, er sagt da, lass mal, wenn du Gedanken, böse Gedanken von der Vergeltung, vom Zorn, vom Hass irgendwie schon hegst und pflegst in dem Herz, das ist schon Sünde vor Gott. Und zwar, warum? Für Gott
braucht es nicht erst eine Tat, sondern er sieht unsere Gedanken, die liegen offen vor ihm. Und wir handeln gegen das, was Gott eigentlich auch will. Jemand hat einmal gesagt, wie ein Mensch denkt, so ist er. Und ich glaube, wir kennen alle so Momente in unserem Leben, wo wir so Gedanken haben. Ich kenne sie. Und in diesem Moment wird mir wirklich so neu bewusst, da gibt es einen Bereich in meinem Leben, wo ich nicht einfach Chef bin drüber. Da gibt es etwas in meinem Leben, da gibt es Kräfte in meinem Leben, wo ich wirklich einen Erlöser brauche, wo ich Hilfe brauche, wo ich jemanden brauche, wo mir hilft, meine Feinde zu segnen, wo mir hilft, so Empfindungen, so Gedanken wirklich zu überwinden. Und schaut, ich bin so froh, dass darum Jesus in mein Leben gekommen ist, dass er darum mir gnädig war, dass er mir darum wirklich geholfen hat. Ich denke nur, mein grosses Thema in der Teenagerzeit, das war mein Jähzorn. Und der hat mich Sachen tun und sagen lassen, ich schäme mich heute noch dafür. Und ich habe gewusst, ich brauche Hilfe, um die Empfindungen, um die Kräfte in meinem Leben wirklich zu überwinden. Und in dem Moment, wo Jesus in mein Leben kam, wo ich ihm das gebracht habe, ich habe gemerkt, da ist eine Kraft wirksam geworden. Es war nicht einfach nur Velofahren nach dem Motto, Matthias, versuche mal irgendwie vorwärts zu kommen, versuche ein guter Mensch zu sein. So ist eine Kraft, es sind PS in mein Leben gekommen, die ich vorher nicht hatte. Und heute darf ich viel, viel, viel mehr von einer Kraft zur Geduld, zur Liebe und auch eine Liebe zur Heiligkeit erfahren, wo ich merke, das ist nicht von mir. Es ist etwas in mein Leben reingekommen. Was bedeutet denn das, Jesus Christus in uns? Dort, wo das zur Realität wird, ist es wirklich so, wie wenn so einem TÜV, so einem Motor eingebaut wird. Das sind Designer dahinter gewesen, die genau gewusst haben, so und so müssen die Teile eingesetzt sein, dass wirklich ein hammercooles Design rauskommt. Übrigens, ich glaube 1940 mal der schnellste TÜV in Amerika hat einmal einen Weltrekord einmal geholt. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir ihn einladen, passiert das. In Johannes 1,12 heißt, die Jesus aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Oder der Paulus sagt im Galater 2, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, durch das Aufnehmen von Jesus in mein Leben ist eine absolut neue Kraft, eine neue Dynamik, eine neue Lebensqualität in mein Leben reingekommen. Und ich merke, mein Leben ist so erfüllt worden von Jesus, Jesus ist mein Leben geworden. Und ich glaube, das ist eines der grössten Geheimnisse der ganzen Weltgeschichte. Wenn wir uns noch mal daran erinnern, hey, weder Engel noch Propheten noch Könige haben über Jahrtausende das Geheimnis irgendwie erraten oder sich erdenken. Weißt du was? Ich glaube, für uns heisst, wir brauchen umso mehr die Hilfe von Gott, dass wir das nicht nur wissen, nicht nur davon hören oder das nicht nur erleben und Jesus aufnehmen, sondern dass eine Überzeugung wird in unserem Leben, die verhebt 24 Stunden am Tag. Dass Christus in uns lebt, dass er unser Leben ist. Weißt du, das bedeutet doch der gleiche Gott. Es heisst da vorher noch im Kolosserbrief, wir kommen dann noch drauf in der nächsten Message, hey, der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Gott, der der Designer ist von allen Sachen. Der Gott, der die Sterne beim Namen kennt und nennt. Der gleiche grosse Gott, sagen wir so, der wird so klein, dass er unser Leben einzieht, wo wir es eigentlich sowas von nicht verdient hätten. Wenn du mich fragen würdest, Matthias, willst du irgendein Ameisen leben auf einem Ameisenhaufen? Ich würde sagen, hey, geht's so? Sicher nicht. Und etwas so ähnlich ist es vielleicht, wie wo Gott gekommen ist und wo Gott gesagt hat, weißt du, mein grösster Wunsch ist, im Leben, im Herzen, im Körper kann man auch sagen, von jedem einzelnen Menschen drinnen zu leben. Gott in dir, Christus in dir, das ist die grosse Botschaft. Und mein Gebet ist wirklich für uns alle, dass wir Gott bitten, zeig doch du mir, was das heisst. Lass mich das wirklich erkennen. Und die Bibel sagt, durch das verändert sich kolossal viel in unserem Leben. Und ich werde uns an dem Morgen aus diesen Versen heraus in 3 Bereiche reinnehmen, wo
das Leben von Christus in uns wirklich Gestalt und ich sage auch ein bisschen Griffigkeit da überkommt. Nämlich zuerst einmal durch Christus in uns kommen wir in den Genuss vom Erleben von der Herrlichkeit Gottes. Im Vers 27b, da sagt er aus der Genfer Übersetzung eins weiter. Noch eins weiter. Vers 27b, genau. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch, darin liegt eure Hoffnung. Und jetzt kommt's, denn ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das heißt, ihr werdet etwas bekommen. Gott gibt euch etwas, und zwar von seiner Herrlichkeit. Und man kann das sicher auf verschiedene Arten auch auslegen. Und eine Auslegung sagt, hey, das redet vom Himmel, wo auf uns wartet. Und ich glaube, es ist ohne Zweifel eine sehr gute Auslegung von dem Text. Das ist der Himmel mit allem, was er beinhaltet. Das ist absolute Herrlichkeit, absolute Schönheit. Aber es ist interessant, dass die Bibel auch davon redet, dass Gott für uns jetzt in unserem persönlichen Leben Moment vorbereitet hat, Sachen vorbereitet hat, wo wir von dieser Herrlichkeit von Gott etwas dürfen erleben und erfahren. Und zwar möchte ich ganz kurz fragen, wie oft fehlt uns vielleicht der Mut, in unserem Leben Sachen zu machen? Wie oft fehlt uns irgendwie Kühnheit, Sachen zu sagen, wo wir wüssten, wären richtig, oder die richtige Sache in unserem Leben zu tun, unseren Vorsätzen, die gut sind, wirklich festzuhalten? Oder wie oft fühlen wir uns vielleicht auch unsicher oder fühlen uns vielleicht von unseren Gefühlen oder von Versuchungen in unserem Leben irgendwo überwunden? Und weißt du, im 2. Korinther 3, 18, dort steht etwas von dieser Herrlichkeit. Und das heißt, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Zu dieser Zeit, wo der Korintherbrief geschrieben wurde, hat man noch nicht unsere Spiegel gehabt, wo wir alles klar gesehen haben. Es sind viel mehr polierte Messingspiegel gewesen, wo man sich so ein bisschen besser aber erkannt hat natürlich. Und er sagt, wir finden auch die Herrlichkeit von Gott wie in einem Spiegel, das heißt Stück für Stück klar irgendwo zu sehen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, das ist auch Christus in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Weißt du, was das heißt? Das bedeutet, dass Gott für dieses Leben Erneuerung vorbereitet hat, Herrlichkeit vorbereitet hat, in all diesen Bereichen, wo du merkst, hey, weißt du was, da merke ich, da bin ich vielleicht noch meilenweit vom Vorbild von Gott entfernt. Und ich glaube, wir haben in unserem Leben so Bereiche, wo wir einfach merken, weißt du, ich merke es immer wieder. Oder vielleicht sagen es deine Kinder, dein Ehepartner, vielleicht sagen es der Freunde oder du merkst es selber, da bin ich noch so weit entfernt von dem, dass Menschen könnten sagen, du bist wie Jesus. Aber weißt du, was er jetzt sagt? Jetzt sagt er, weißt du was? Gott wirkt an dir. Mit seinem Geist. Und der Christus, der in dir wohnt, durch den Geist Gottes, weißt du, der macht etwas. Der kommt mit seiner Power und versucht, ich sage jetzt mal so, seine göttliche Kopie auf dein Leben zu legen, dass dein Leben wie ein Abdruck immer mehr und mehr überkommt von Jesus. Und wie herrlich ist das? Ich glaube, das ist der grösste Wunsch, wo der Geist Gottes ins Leben leitet von jedem, der Jesus nachfolgt. Ich würde so gern werden wie Jesus. Ich würde gerne die Geduld haben. Ich würde so gern die Kraft haben wie er. Ich würde so gern Weisheit haben wie er. Die Bibel sagt nicht, dass wir werden genau gleich wie Jesus. Jesus ist eine Klasse für sich. Aber weißt du was? Du kannst in diesem Jahr, wenn du an dieser Wahrheit dran bleibst, Christus lebt in mir, du kannst mehr von dieser Herrlichkeit von Jesus erfahren, mehr von dieser Erneuerung wirklich auch erfahren. Zweitens, durch Christus bekommen wir eine Kraft und eine Kühnheit, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Er sagt nämlich dann im Vers 28, ein bisschen später, sagt er, deshalb, warum? Wegen Christus in uns erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Der Paulus meint damit nicht, dass er jeder einzelnen Person, die er irgendwo sieht, gerade irgendetwas muss von Jesus erzählen. Das hat auch er nicht gemacht. Aber er hat sich leiten lassen in seinem Leben, in seinem Alltag.
um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, um zu spüren, wo sind Menschen, die vielleicht offen sind, die fragend sind. Weißt du, es nicht immer sind die ablehnend sind auf den ersten Moment, Menschen, die nicht auf der Suche sind. Im Gegenteil, manchmal erleben wir Folgendes, dass Menschen sehr ablehnend, sehr heftig können sein. Warum? Weil in ihrem Leben genau ein Kampf der Suche nach der Wahrheit wirklich auch da ist. Und weißt du, Gott wird uns eine Kühnheit geben. Ich bin immer so begeistert, wenn Menschen Jesus finden. Die allermeisten der nächsten Wochen sind so begeistert von Jesus, von dem, was sie erlebt haben. Der Jesus lebt in mir, ich habe Frieden mit Gott, ich habe ein neues Leben, mir sind meine Sünden vergeben. Sie wollen ganz natürlich anderen Menschen von Jesus erzählen. Und es ist so etwas Herrliches, das mitzuerleben. Und weißt du, wenn du in deinem Leben merkst, du hast etwas von dieser Kraft und etwas von dieser Leidenschaft verloren. Ich bin so froh, dass Gott jetzt nicht sagt, jetzt probierst du es einfach mehr in diesem Jahr, jetzt zwingst du dich, musst doch ein guter Christ sein oder so. Sondern, weißt du, was der Paulus sagt, wir erzählen, wo wir hinkommen von Christus. Und am Anfang sagt er, deshalb. Warum? Weil er sagt, hey, ich lebe in einer immer tiefer werdenden Offenbarung und Klarheit. Was heißt das, Jesus in mir? Und weißt du, ich will nicht, dass du Symptome bekämpfst und dass du die Ursachen gehst in deinem Glauben, überall, wo es happert. Und du kannst Gott einfach sagen, weißt du, hey, mir fehlt vielleicht die Kühnheit, mir fehlt vielleicht die Leidenschaft. Zeig mir doch, Geist Gottes, neu in diesem Jahr, was heißt, dass Christus lebt in mir. Und du wirst merken, das wird den Change bringen. Am Montagmorgen bin ich oft nicht so gut drauf. Der Sonntag noch hinter mir, Gottesdienste hinter mir, bemüht. Und ich muss mich immer überwinden, in das Fitnesscenter gehen. Ja, das ist nicht einfach. Auch einmal in der Woche Sport. Und immer wieder bin ich dort und denke, Matthias, du bist nicht allein da. Jesus geht mit dir. Und ich kann nicht mit allen, die dort sind, über Jesus reden. Aber ich versuche immer wieder zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir, offen zu sein. Und es war so cool. Ich bin eigentlich reingestolpert jetzt in diesem Jahr, wo ich mit dem Trainer dort, wo mir immer wieder ein bisschen Tipps gibt und hilft und so. Ich frage ihn einfach so aus dem Blauen raus, hey, erzähl mal, wie geht es dir eigentlich in diesem Jahr mit allem? Und dann hat es angefangen rauszusprudeln und er hat angefangen zu erzählen. Und ich habe gemerkt, weißt du, das war so ein Moment, wo Gott gegeben hat. Ein Moment vom Vertrauen. Bevor wir Menschen überhaupt Jesus nahebringen können, müssen sie uns zuerst einmal vertrauen. Und ich habe so gedacht, wow, was für ein cooler Moment. Und es ist dann weitergegangen, immer wieder. Ich habe ein Buch gesucht für ihn, habe verschiedene Bücher angeschaut, verschiedene Bücher extra gelesen, um einfach eins zu haben, das auf diese Fragen, auf diese Sachen eingehen, die ihn beschäftigen. In seinem Leben habe ich es cool gefunden, habe es ihm auf die Weihnacht geschenkt. Ich bin dann gespannt, wie es weitergeht. Und ich will dir einfach Mut machen. Ich will dir sagen, hey, versuch Gott darum zu bitten, und das ist nicht schwer. Geist Gottes, zeig mir, was es heisst, Christus lebt in mir. Weil das tut etwas. Weißt du, was es tut? Es erinnert dich an die Autorität, die Gott dir gegeben hat, wenn du sein Kind bist. Die Autorität vom Gläubigen über Versuchungen, die Autorität vom Gläubigen über die Macht der Finsternis. Du musst keine Angst haben, egal was kommt. Weil der in dir lebt, grösser ist als der in dieser Welt ist, sagt die Bibel. Es gibt dir auch eine Autorität zum Gebet. Hey, wenn du bettest, dann betet, die Bibel sagt, dann betet ein Heiliger, ein Kind von Gott, ein Mensch, der Gott kennt, ein Mensch, der Gott in seine Hand gezeichnet hat, der betet und nicht irgendjemand. Und ich glaube, so oft kommt der Teufel und sagt, ja, du bist ein schlechter Better, du müsstest mehr beten, so wie du betest, kannst du sowieso nichts von Gott erwarten. Und weißt du, was Gott sagt in seinem Wort? Ja, er sagt, wir sollen beten, aber er sagt nicht irgendwie, wir müssen besonders wahnsinnige Better sein. Ich lese das nirgends, aber er sagt, die Bibel sagt, wenn du betest, bet von Herzen, bet ernstlich. Das ist Qualität. Glaubensvoll zu beten. Ich sehe in der Bibel nicht eine Zeitangabe zum Gebet, aber ich sehe eine Qualitätsangabe zum Gebet. Ich glaube, dass, wenn wir Jesus nachfolgen, dass es eine Leidenschaft nachher gibt, in seiner Gegenwart zu sein, ihn zu suchen. Ich versuche, wenn es irgendwie geht, ohne Uhr zu beten. Schau,
Offen gesagt, ich glaube, du kannst in einer Viertelstunde Qualitätsgebetszeit mit Gott manchmal mehr dran haben, als wenn du versuchst, jetzt muss ich eine Stunde irgendwie durchheben. Ich bin nicht gegen längeres Gebet. Ich liebe es, wenn die Uhr schneller läuft als mein Herz. Könnt mitgehen. Aber versteht ihr? Ich glaube, was Gott uns sagen will, Christus wohnt doch in dir. Was tut er? Er gibt doch dir die richtigen Wünsche. Er gibt dir die richtigen Gedanken. Er hilft dir, dass du fürs Richtige bettest. Und ich bin so gewaltig ermutigt worden in diesem Jahr. Wir haben im Sommer als Pastorenteam haben wir so eine Zeit gehabt vom Gebet, vom hörenden Gebet. Wir haben dann die Wünsche zusammengetragen, wo wir empfunden haben, die legt Gott uns aufs Herz. Und hat angefangen, füreinander zu beten. Und ich habe natürlich immer speziell auf meine Liste schon geschaut. Also, wir beten alle füreinander, aber ich habe natürlich auch wissen, was geschieht mit meinen Wünschen. Und ich durfte zurückschauen. Am Ende von dem Jahr von 6 Anliegen hat Gott 5 erfüllt. Von 6 Anliegen. Und ich will dir Mut machen, wenn wir jetzt dann beten in den nächsten Tagen. Gott erhört Gebet. Er hört sie nicht gerade immer von heute auf morgen. Aber weißt du was? Wenn die Gläubigen beten, wenn seine Kinder beten, die er liebt, wenn die Gläubigen beten, wo er seinen Geist reingegeben hat, wenn die Gläubigen beten, wo Christus in ihnen ist, hey, dann dürfen wir wissen, Gott im Himmel, der Vater im Himmel, er wird hören. Wir bekommen eine Kraft. Eine Kraft, Menschen von Jesus zu erzählen. Und noch etwas, und mit dem möchte ich schliessen. Eine Leidenschaft, dass wir selber im Glauben und andere im Glauben zum Ziel kommen. Im Vers 28 und 29 sagt er dann, wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Und das ist wieder Christus in ihm. Und es ist interessant, Paulus sein Anliegen, ich glaube, das ist das Anliegen, wo jeder Pastor, wo jeder Leiter auf dem Herz hat. Dass die Menschen, die ihm anvertraut sind, dass er sie vor Gott anstellen kann und dass sie im Glauben an Christus vollkommen sind. Und das Wort Telios, das dort gebraucht wird, bedeutet nicht im Sinn von perfekt sein, aber im Sinn von dem, dass du in deinem Glauben alles hast können entwickeln, was Gott für dich geplant hat. Dass in den Jahren, wo du gelebt hast, dass du zur vollen Entwicklung gekommen bist, wo ist möglich war, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Profil, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Dass Gottes Gaben können ungehindert durch dein Leben wirksam sein, dass dein Leben zu einem Multiplikator wird von der Botschaft und von der Kraft von Gott. Und ich kann euch sagen, das ist mein Traum für unsere Kirche. Mein Traum für unsere Kirche sind nicht in erster Linie, wie viel 100 oder 1000 Leute. Aber mein Traum für unsere Kirche ist, hey, dass wir Menschen da haben, die im Glauben an Jesus Christus, hey, ich sage es zur Bestform aufgelaufen sind. Menschen, die ruhen in der Liebe von Gott. Menschen, die verändert worden sind durch die Kraft vom Heiligen Geist zu einem neuen, heiligen Lebensstil. Menschen, die auf eine natürliche, aber kraftvolle Art und Weise wirklich leben, im Sinne wirklich von, dass andere Menschen durch sie einfach gelustig werden und sagen, hey, ich spüre dir das an, das muss so cool sein mit Jesus, sag mir, wie das funktioniert. Das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Und die Bibel sagt, wenn wir dort ankommen, wo es uns nicht mehr in erster Linie nur um uns selber geht, dann werden wir zu Müttern und Vätern in Christus. Das sind eigentlich Menschen, die reif geworden sind im Glauben. Ich habe auch 2 Kids. Und ich weiss, eine der Leidenschaften, die Gott einfach Eltern gibt, ist nicht in erster Linie, dass einem als Eltern immer gut geht, sondern dass dem Kind gut geht. Und ich glaube, das ist das, was Jesus in uns wirklich will bewirken. Dass wir am Schluss in unserem Christenleben nicht nur andere Menschen brauchen für uns und zu unserer Hilfe, sondern dass wir selber zu einem Segen werden für andere. Dass wir selber anderen helfen können. Dass wir Gebet, Zeit wirklich in andere Menschen investieren. Und der Paulus sagt,
das kommt nicht von mir. Sondern er sagt, die Kraft von Gott, die ist wirksam in mir. Und ich kann dir eins garantieren, ich kann dir eins versprechen. Wenn du Jesus in deinem Leben die Möglichkeit gibst, sich zu entfalten, wenn du auf Jesus lernst hören in deinem Leben und ihm folgen, wird genau das passieren. Eins habe ich gemerkt bei Gott, wir selber kommen nie zu kurz bei ihm. Er schaut so gut zu uns. Aber ich kann dir sagen, es ist schön, wenn man weiss, man ist selber von Gott versorgt. Es ist noch schöner, wenn man weiss, mein Leben ist für andere ein Segen. Und weißt du, das wird nicht wegen dir, nicht weil du so cool bist oder weil du so clever bist oder weil du denkst, du könntest nichts bringen, sondern es ist, wenn Jesus in unserem Leben wohnt. Wenn wir ihm Raum geben, wenn er sich ausbreiten kann. Wenn wir hören auf ihn, wenn wir beten mit ihm. Und für das will ich beten und ich will uns einladen, dass wir doch aufstehen zum Gebet miteinander. Wir dürfen die auch aufstehen. Wir sitzen genug in unserer Gesellschaft, tut uns gut. Und wenn du aufstehst, und ich will zuerst einmal für uns beten, die Jesus glauben. Und Herr Jesus, ich will dich einfach einladen, dass du kommst, jetzt mit dem Heiligen Geist und jeden Einzelnen eine heilige Sehnsucht gibst. Tiefer können zu verstehen, tiefer können zu ergreifen, was das heisst. Christus wohnt in mir. Herr Jesus, ich bete, dass Menschen in diesem Jahr dürfen durch die Wahrheit also immer wieder Momente haben, wo sie merken, wow, das ist wirklich das Geheimnis von den Geheimnissen. Das ist die grösste Wahrheit. Das ist das Herrlichste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Herr Jesus, und ich bete für unsere ganze Gemeinde, unsere ganze Kirche, dass Menschen, mit denen wir in Berührung kommen, Menschen, die mit unserer Kirche in Berührung kommen, dass die das dürfen spüren. Das sind nicht einfach schöne oder weniger schöne oder clevere oder nicht so clevere Leute, sondern da lebt etwas in ihnen an einer Schönheit, an einer Wohltat, an einer Liebe, an einer spürbaren Herrlichkeit. Das ist so etwas von anziehend. Das ist so etwas von attraktiv. Das ist so etwas von etwas Wunderschönes, dass wir in die Gesellschaft eine Sehnsucht, Herr Jesus, können wirklich ausbreiten. Und ich bete, dass eine Sehnsucht darf entstehen in dieser Gesellschaft nach einem echten Leben, das nur du kannst geben. Herr Jesus, ich bete wirklich auch für Menschen, die da sind, die dich noch nie in ihr Leben aufgenommen haben. Dass sie in dem Moment eine Entscheidung treffen können, da oder daheim, wo sie sagen, Herr Jesus, ich bin im Moment noch fern von dir. Es ist wahr, ich bin vielleicht ein Feind von dir, aber ich will heute einen Change machen. Ich will heute, dass du in mein Leben einziehst. Und wenn das dein Wunsch ist, bete doch jetzt mit mir. Du darfst einfach ihm sagen, er hört dich. Dort, wo du bist, darfst du ihm sagen, Herr Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Komm du in mein Leben. Breit du dich aus in meinem Herz, in meinen Gedanken, in meinem ganzen Sein. Ich übergebe dir vom heutigen Tag an die Leitung von meinem Leben. Und ich danke dir, dass du mir hilfst, zu verstehen, dass Jesus jetzt in mir wohnt und dass ich durch ihn ein ganz neues Leben führen darf. Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. Wollen wir doch Jesus einen Applaus geben und ich gratuliere den Menschen ganz besonders, die das Gebet wirklich mitgebetet haben an diesem Tag. Ihr dürft Platz nehmen. Wir werden jetzt miteinander. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen, dass du Jesus hast besser kennengelernt. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke einmal, du bist heute dabei gewesen.
Gottes reicher Segen mit dir.